So Freunde, willkommen zurück zu Legend of Zelda Skyward Sword HD. Heute mal auf dem Titelscreen, wo wir starten. Das hat einen bestimmten Grund, nämlich beim letzten Mal, sprich am Ende der letzten Folge, haben wir gesehen, dass wir die Quest mit dem Liebesbrief, quasi, oder mit dem Brief generell, whatever, abgeschlossen hatten und diesen Brief der Herzensdame abgegeben hatten, also quasi ein Empfänger, wo er hin musste. Und das machen wir jetzt heute ein bisschen anders. Zunächst zu Beginn weg. Und zwar, wir geben den Brief beim Klo ab. Warum das Ganze? Einfach nur, damit es Spaß macht. Genau, hat den Brief noch da. Alles klar, Rex Brief. Und es geht ja darum, diese Quest ist so gedacht, dass also es gibt einfach zwei Varianten, wie man sie abschließen kann. Und egal wie man es macht, es gibt einfach am Schluss 5 Juwelen der Güte. So. Und da eben ist es völlig egal, ob man jetzt den Brief wirklich dort abgibt, wo er hin soll, gemäß Rex, oder aber ob man den Brief halt dem Klo übergibt quasi. Darum geht es ja vor allem. Ja. Sind nochmal so schön, also die Quest mit Kuko, mit ihm hier. Sehr fröhlicher Maike, richtige Einstellung, genau. Die Quest haben wir eben beim letzten Mal schon gemacht, beziehungsweise so abgeschlossen, eben dass wir den Brief von Rex an diese junge Dame hier abgegeben haben. Können wir jetzt wieder machen. Oder aber geben sie beim Clou ab. Und das will ich jetzt nämlich machen. Und ich weiß nicht warum, aber jetzt habe ich das Gefühl, es laggt beim Gehen. Aber nicht wegen der Aufnahme, sondern es hat jetzt irgendwie schon die ganze... Also irgendwie... Ich glaube, ein ähnlicher Effekt, wie ich damals auch schon bei Tales of Arise gemerkt habe, dass beim Kamerazoomen ist. Muss uns beim nächsten Mal wieder mal ein bisschen beobachten. Weil die Quali sonst stimmt ja. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie gucke, wie sieht es mit der Grafikkarte, der Prozessor aus, ist alles picobello, gar nichts ein Problem. Huch, kommt der plötzlich her. Ein hier unbekannten Personenstand. Hä? Ah gut, ist nur eine, ja super. Okay, ja, die gibt es glaube ich überall ein bisschen verteilt. Und ja, ansonsten die wir von Personen kriegen, sind immer diese Fünfer. Wie zum Beispiel jetzt hier. Papier, du hast ein Papier gemacht. Ich mache die Tür auf, bitte komm rein. Hallo? Weg hier! Was war eine Hand im Klo? Die berühmte Hand im Klo oder was? Papier, ich brauche Papier. Klotilde. Ich will niemandem etwas tun, ich will nur Papier. Oh, Papier für mich? Ich bin so glücklich. Aber das sieht aus wie ein Brief. Willst du mir das wirklich überlassen? Ja, der Rex kann den Brief auf normal schreiben. Danke. Ich werde es ganz behutsam verwenden. Aber ich bin eine Dame, also frag nicht wofür. Wir sehen uns wieder, mein edler Retter. Und jetzt noch schön ihr drauf scheißen. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ein bisschen Anstand haben wir auch, Freunde. Also. So viel muss sein. Das ist jetzt irgendwie wieder relativ gut, dass ich jetzt überhaupt nichts leckt. Und sobald ich irgendwie so die Kamera wieder steuere. Dann eher wieder ein bisschen mehr. Rex und Struce sind. Wo zum Henker ist. Was meinst du immer hin? Hallo? Hier, oder? Oh Gott sei Dank. Bados Reich. Der ist mittlerweile im Erdland unten. Das sind gar keiner vermisst. Wundert mich gerade. Bis morgens bitte. Yep. Ich meine, wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Um Zelda müssen wir uns keine Gedanken oder Sorgen machen, wissen, dass sie in Sicherheit ist. Es geht ja bloß darum, dass wir halt irgendwie zu ihr kommen müssen. Und dafür müssen wir unser Schwert stärken. So, jetzt habe ich das Ding abgegeben. Jetzt kann ich mal zu ihm gehen und sagen, du, sorry, aber der Brief ist weg, kannst bitte einen neuen schreiben.
Hey, Michael, hast du dir meinen Brief gegeben? Ja, also, naja. Schon ihr. Oder das war doch diese Clotilde. Du machst Witze. Das muss ein Witz sein. Es kann nur ein Witz sein. Du hast wirklich den Verrückten auf dem Klo gegeben? Das ist eine Dame. Du hast doch gesagt, es soll einer Frau geben. Dann haben wir gesagt, dass du das nicht tun darfst. So hat er es gesagt. Leute wie du, die lieber anderen Weg stehen, sollen von einem Vogel getreten werden. Ich bin jetzt nicht mit einem Freund. Also sowieso nie. Oh, wie ich dich hasse, Michael. Also sowieso schon immer. Bäh! Der rennt immer weg und heult. Ja. Und jetzt geht es darum, dass wir jetzt halt, er wird jetzt eigentlich wieder in seinem Zimmer, muss ganz kurz gucken, dass wir nochmal auf die Nacht hin arbeiten, beziehungsweise uns ausruhen. Und dann kriegen wir 5 Juwelengüte von ihm, oder beziehungsweise von dem, whateverjenigem, der uns dankbar ist. Eigentlich wollte ich nochmal dann eben zum guten alten Dämon gehen. Für 30 Juwelen der Güte, aber leider haben wir jetzt nur 26, das ist ein bisschen doof. Naja, geht's für die erst später. Bardos Reich, kommen wir eigentlich rein? Er hat nicht abgeschlossen, bevor er gegangen ist. Okay, wieso pennt er in Bardos Reich drin? Hä? Ah, du bist der galante junge Mann von neulich. Schön, dich wiederzusehen. Dank dir habe ich meine große Liebe gefunden. Was? Ihn hier. Weil du diesen Brief von ihm gebracht hast. Diesen wunderschönen Liebesbrief habe ich mich im Handumdrehen verliebt. Er füllt mein Herz aus. Lass es höher schlagen, im selben Moment stillstehen. Ich fühle mich so lebendig. Du bist nur noch ein Geist. Und wie fühlt er sich überhaupt dabei? Zählst du 5 Einheiten davon? Ja, danke schön. 24! Ja, aber 30 brauchte ich eigentlich. Ach, Geliebter, läuft immer bei dir an. Armer Rex, armer Rex. Ernsthaft? Super. Bild von Bardo. Naja, sagen wir es mal so. Es ist natürlich ganz witzig, gar kein Thema. Aber, ich meine, es hat keinen weiteren Einfluss aufs Spiel, muss man auch so sehen. Aber eigentlich wäre natürlich schon flotter, hätten wir die andere Quest quasi gemacht, weil so, naja, was ist mit dir los? Was willst du von mir, Michael? Hä? Was ich mache? Ich sehe mir Insekten an. Geil, wa? Käfer sind wunderbar. Wie Bardo. Nein, noch wunderbarer. Das soll nicht heißen, dass Bardo weniger wert ist als ein Insekt. Jedenfalls mag ich Insekten. Ich hätte gerne eine Sammlung verschiedenster Insekten. Nein, besser noch, ich hätte gerne eine ganze Insel voller Insekten. Das ist überhaupt die Idee. Michael, wenn du Insekten findest, verkauf sie mir doch. Ich zahle auch gut. Okay, bin mal gespannt. Na, normalerweise hier. Jeden Tag neu, man darf nichts davon wissen, ja. Außerdem kaufe ich nur nachts. Da Insektenfreund, so Insektenfreund. Na, mach mal. Insekten, Insekt 1, Vogelhirschenkäfer, Pyrrhusinkäfer, Magmarienkäfer. Kann ich wählen, wie viel? Jetzt haben wir den Rest noch. Ich glaube auch von dem. 7. Na, verkauf mal 5. Verkauft. So, also statt für Tränke kann man es auch so verwenden. Einfach ein bisschen Kohle scheffeln. Magmarienkäfer, aber den auch irgendwie schon. Du hast 5 Exemplare gefangen. Oh, gar nicht mal so schlecht. Dass aber eben nur 20 Rubine gibt, ist irgendwie, weiß auch nicht. Naja, muss erstmal reichen, Freunde. So, also hat leider nicht ganz gereicht für eben die 30 Juwelen der Güte. Ich brauche für den nächsten Besuch beim guten alten Dämon. Heißt für uns,
Ich schlafe nochmal für den Tag, bis wir zu pennen, bis morgens. Und dann machen wir uns auf zum Turm des Lichts. Mal gucken, was wir jetzt irgendwie verändert haben. Dann soll es ja klar sein, war einfach da hochgehen, die Lyra zücken. Und dann gucken, ob wir irgendwas spielen können. Also, sonst hätte es eine Quest gehabt oder so. Ich dachte, ich hätte so eine Blase über seinem Kopf gesehen. So, sehr schön. Ja, und dann wollen wir sagen, Lyra gezückt und gucken. Hä? Verstehe ich nichts. Auf irgendwas achten? Der Weg gewiesen werden. Mit Licht soll im hellen Schein üben. Hä? Ich bin doch im Licht. Die Sonne stimmt noch nicht ganz, kann das sein? Jetzt soll die Sonne sogar genau hier hinzielen. Kann das Teil nie bewegen? Nein. Entschuldigung. Die will doch gar nicht. Was? Erstmal alles schön sauber machen. Sehr gut. Ach, verdammt. Schnell den Direktor fragen, ob er noch einen Hinweis hätte. Oder warte mal, Fei. Was mich gerufen, Gebieter? Nächstes Ziel bitte. Sie haben die Stunde raus. Das ist zwei große Dinge auf dem Turm ausgewählt werden müssen. Ein versteckter Teil des Turms erschienen, ja. Ja, danke schön. Ja, genau, das habe ich ja soweit. Aber irgendwie das mit, weiß auch nicht, ob ich irgendwie wirklich eine bestimmte Tageszeit sogar brauche. Beziehungsweise, seien wir ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich muss nochmal irgendwie den Songtext anhören. Jetzt da irgendwie etwas übersehen habe? Werden zwei große Flügel zum Turm des Lichts geführt. Haben wir zu dem Jüngling der Verbleib des legendären Liedes enthüllt. Hä? Hör mal, Michael, das Lied weitergeben. So ein Hinweis. Aber schon gemacht? Und das stimmt ja auch soweit alles. Aber kann es so sein, dass ich das irgendwie nachts ausführen muss? Das wäre jetzt ein bisschen creepy. Aua. Das gibt Schmerzen. Eine Ausdauerfrucht. Aber hier, da hat es leider nur eine. So, komm jetzt aber. Und was sind die Scheiße hier?
Ist immer gleich ausgerichtet, wa? Hey, das vorhin auch schon gemacht. Okay. Gebieter, ich spüre, dass sich am Ende des Lichtstrahls Hinweise in 3 Flammen befinden. Ich würde daher empfehlen, ihn näher zu untersuchen. Als Duo sind sie nicht schlecht, Link und Fei, aber seien wir ehrlich, Zelda macht es ein bisschen besser. Sowohl das Spielen der Lyre als auch das Singen. Aber okay. Dann mal go! Komm zu mir, Wolkenvogel! Wenn ihr sowieso da jetzt Richtung, keine Ahnung, riesige Wolkendecke oder was auch immer das sein soll, fliegen muss, könnt ihr auch mal gucken. Ups, falsche Taste. Nochmal ganz kurz zur Roulette-Insel gehen. Vielleicht gibt es da auch schon was Neues mittlerweile. Ist ein bisschen weiter weg, klar, aber das gönnen wir uns jetzt noch. Zumal die Folge sich auch wieder langsam, aber sich dem Ende zuneigt. Ich glaube, das schaffen wir jetzt trotzdem noch. Ich muss dort einmal vorbeigucken. Vielleicht gibt es was Neues. Falls nicht, gehen wir halt direkt rein in die gute Stube. Okay, doch, irgendwas ist. Alles klar bei dir? So Depri. Was soll ich noch tun? Das ist so verzweifelt. Was ist los? Meine Roulette-Scheibe hat so meinen Rücken gelöst und nach unten gefallen. Ohne ihre Hilfe, wenn ich jetzt Insel kann, kann ich einen Mord machen. Nur möglich! Wie soll es nicht weitergehen? Ich suche nach. Und wie bitte soll ich so etwas wiederfinden, dass so die dicke Wolkendecke gefallen ist? Das ist doch Mumpitz, totaler Wahnsinn, das ist Quatsch. Machen wir es halt. Wenn ich momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befinde, müsste ich das Objekt entfernen. Ja, kein Problem. Die Wahrscheinlichkeit, eine Wüste Ranell gefallen ist. Okay, gut. Dann mache ich später. Das ist ein kleines Wunder, wenn mir jemand eine geliebte Roulette wieder brächte. Kriegen wir schon hin, Kumpel. Aber noch nicht jetzt, weil ich muss ja sowieso bald wieder zurück nach Ranell. Also kann ich genauso gut erst einmal jetzt das noch machen mit der Hauptquest. Irgendwann mache ich den Speed hier. Wow! Das war knapp, Leute. Könnt ihr auch die Abkürzung nehmen? Nö, die haben keinen Bock drauf. Und Fullspeed! Tja, Freunde, ab in diese endlos dicke Wolkendecke und mal gucken, was sich denn hier befindet, weil es ist ja schon riesig, wa? Das hier. Das ist ein ganzes Gebiet, aber auch hier sieht man zum Beispiel, vor allem bei Ranell, da links unten ist ein riesiges Gebiet ist, vom Vulkan Eldin da oben rechts auch. Tief im Wald vom Fallon könnte es eventuell im Süden noch was haben, also, ja, sieht schon ein bisschen was von der Welt. Das
ein bisschen was zu entdecken gäbe. Was ist denn hier los? Alter! Was sind hier für Viecher? So bringt's nicht viel offenbar. Wieso pisst sie die ganze Zeit? Alles sind die schnell. Na gut, dann halt. Ja, direkt zum Ziel. Wo bin ich überhaupt jetzt hier? Oh, da gibt's eine Truhe. Holen wir uns eine Truhe, Freunde. Erstmal eine Truhe. Lass mich doch bitte hier oben. Das war jetzt nicht die Truhe, die ich wollte. Ne, aber es ist eine Truhe. So. Wo kann ich hier runter, ohne dass es mich direkt nimmt? Ein bisschen falsch. Ich kann hier, so wie es aussieht, nirgends wirklich... Okay. Schwein gehabt. So, das ist eine Truhe. Eine prächtige Truhe. Prächtige Truhe, bitte offenbare dein Geheimnis. Yes, mein goldener Rubin. Sehr gut. Wir können uns bald schon mal den heiligen Schild holen. Oder hieß er heiliger Schild? So. Hier sind wir. Und offenbar müssen wir jetzt irgendwie da oben rein oder so. Ja, ich höre die Musik wieder. Was geht da unten noch so ab? Aha! Kann ich eh nichts machen. Okay. So oder so erstmal hier gucken. Da haben wir einen Regenbogen. Was ist da ein fucking Regenbogen? Ist das eine Spezialinsel oder so? Boah, Achtung! Boah. Ja, und nun? Das ist einfach nur eine Herzensinsel. Ja, super. Ja, machen wir eine Herzensangelegenheit. Also. Ding ist hier eigentlich klar. Der Lichtstrahl zeigt sich im Turm, aber wie geht's hier weiter? Muss schon irgendwie hier etwas sein, wa? Und es pisst in Strömen. Gewitter, ich hatte etwas zu berichten. Diese Insel ist mir bekannt. Und was mir auch bekannt ist, dass die Folge jetzt vorbei ist. Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es hier genauso verschifft weiter, wie es bis jetzt aussieht. Und ja, mal gucken, was denn hier genauso abgeht. Warum es hier in Strömen einfach nur runter schifft. Und was das überhaupt mit unseren weiteren Missionen zu tun hat. Bis zum nächsten Mal. Und ciao zusammen.